Und damit herzlich willkommen zurück, Freunde, zu diesem grandiosen Ableger der Fire Emblem-Reihe. Ich spiele noch Version 2.0.0 mittlerweile. Ja, zum Zeitpunkt, wo die Folge raus ist, dürfte das DLC auch schon etwa um knapp einen Monat, vielleicht sogar 2 Monate raus sein. Ich bitte das zu entschuldigen. Und ja, wir gucken uns mal, was er jetzt alles getan hat seitdem, aber natürlich auch, was ich sonst noch so alles offscreen mittlerweile ein bisschen auch vorbereitet und erfahren habe, denn seit der letzten Folge, die ich aufgenommen habe, ist für mich persönlich etwa 3 Wochen vergangen. Da hat sich auch ein bisschen was getan. So, ganz kurz aber hier, zum Erweiterungspass, Dämonenwelt wurde hinzugefügt, genau, sobald du diese neue Geschichte gemeistert hast, schließen sich dir und deine Gruppe noch Verbündeten an. Außerdem stehen dann die Klassen Verzauberer und Magiekanonier zur Verfügung. Diesen Erweiterungspass, beziehungsweise quasi das viele DLC daraus, mit dieser Dämonenwelt, mit dieser neuen Story, kann man so sagen, werden wir erst später anschauen. Ich würde sogar sagen, nachdem wir eigentlich das Hauptspiel bereits durch haben. Weil ansonsten, eben auch hier schließt eine Gruppe neue Verbündete und so weiter an, etc. etc. Klar kann man es machen, aber wenn ich ganz ehrlich sein darf, das wäre, finde ich, ein bisschen too much, da wir doch momentan auch schnell gut durch die Story durchkommen. Gratisinhalt. Du erhältst Materialien für die Veredelung von Waffen, wenn du nach erfolgreicher Beendigung von Kapitel 4 in Somniel zurückkehrst. Übrigens, das steht hier gar nicht, aber die Dämonenwelt kann erst nach Kapitel 6 betreten. Also nachdem man Kapitel 6 abgeschlossen hat. Nur mal so noch erwähnt. So, Inhalt, damit geht es irgendwie dann zum E-Shop oder so. Kein Bock drauf, deswegen starten wir hier. Ja, richtig, Kapitel 18. Kalte Reise, Somniel, ich glaube, ist richtig. Obwohl ich ja zugeben muss, dass Kapitel 18, bis wir das starten, das könnte ein bisschen dauern. Denn ich habe andere Pläne vorerst. Wie bereits erwähnt, auch vieles geplant und so, beziehungsweise mir Pläne zurechtgelegt, auch mit dem Emblem, Pairing, also wem gebe ich welchen Ring. Aber natürlich nicht nur die Ringe, sondern auch die Armreife. Da ist etwas, was ich ein bisschen in der Vergangenheit ein bisschen falsch formuliert habe. Emblem Ringe, auch wenn das hier eigentlich so geschrieben steht, sind die Dinge ja schon die Ringe, die wir haben. Das hier unten sind ja eigentlich Armreife und keine Ringe. Man könnte auch sagen, ja, es sind Armringe oder so. Aber nur damit man sich nicht wundert, weil von der Form her sieht man es nicht direkt. Es sind keine normalen Ringe für die Finger, sondern eigentlich ein Armreif gedacht. Und die hier sind ja für später, sprich eben auch für dann Dämonenwelt und so, offenbar noch sehr, sehr wichtig. Was wir dann, auch hier wie bereits erwähnt, später in Erfahrung bringen werden. So. Ich gucke erst mal nach ein paar Leuten reden. Nee. Gut. Man sieht, ich habe oft ein paar der Items hier eingesammelt. Viel mehr habe ich eigentlich auch nicht getan. Würde daher sagen, wir gucken mal und gehen Stück für Stück vor, wa? Der Teich, der Teich. Genau, Teich, dazu kommen wir gleich noch. Wie gesagt, ich habe offscreen auch ein bisschen was erfahren und so, was noch gewisse Dinge optimieren kann oder besser geht dann. Ein bisschen Gewürze, mal gucken, ob er das mag. Der kleine Frechdachs. Nicht zu deins, wa? Naja. Und trotzdem kackt er aus. Genau, die Fragmente der Bande. Aber auch schon festgestellt, zum Teil ein bisschen schwierig, die quasi zu farmen. Und das Farming können wir uns eigentlich noch ein bisschen sparen. Für später. Denn es ist so, okay, war alles gemacht. Gleich mal zum Deich. Hier können wir angeln und es hat mir sogar gesagt, Boutique, Laden, Arsenal, alter Brunnen, neues Ereignis, genau. Ja, angeln gerne. Wir haben mittlerweile schon 2 verschiedene Arten von Angeln. Die einfache und die solide. Und es gibt dann noch eine Angel, so eine Art Profi-Angel oder so kann man sagen. Und wenn man das klug anstellt, einen richtigen Fisch angelt, also auch zur richtigen Tageszeit angelt,
kann mit der Profi-Angel offenbar so einen ganz krassen Fisch fangen, der einem 2000 Bahnfragmente pro Fisch gibt. Ich meine, wir können jetzt schon 6-mal angeln, nachher geht es sogar noch häufiger. Also ist ganz krass. Das nur, wenn ich es zu dem Zeitpunkt bereits mal erwähnt habe. An der Stelle natürlich auch ein riesen Dankeschön an den lieben Lord Kai, der mir das mal in einer seiner Streams gezeigt hat. Gucken, ob das mit Button Smash mal jetzt besser funktioniert. Ah, okay. Ja, Button Smash ist hier so ein Thema, war? Da habe ich in der Vergangenheit auch eher ein bisschen nicht so richtig getan, sag's mal so, wie es ist. Und mal geguckt, wie anderen so ein bisschen Button smashen und ja. Geht jetzt deutlich besser. Und vor allem der Witz ist, bei den kleinen Fischen kannst du eigentlich direkt Button smashen. Da spielt es gar keine Rolle, weil die können gar nicht schnell genug abhauen. Bei den großen ist es eher nicht zu empfehlen. Aber es gibt neben, vor allem mit der Profi-Angel, und bei dem Fisch, der 2000 Baumfragmente einbringt. Die Viecher sind dann so krass. So, seht ihr. Also bei den kleinen muss ich dann da warten, bis die wirklich da drin sind. Das ist, da geht ruckzuck, zack, zack. Aber den großen und vor allem sehr großen Fischen auch, die es noch gibt, da ist es ein bisschen anders. Da muss man wirklich abwarten, muss aber trotzdem schnell sein, weil die halt wirklich so krass sind. Und ja, so würde ich die Angel jetzt hier auswerfen, je nachdem welches Gebiet ich es hier werfe im Teich. Das hat tatsächlich einen Einfluss darauf, welchen Fisch wir angeln. Weil ich aktuell immer denselben Fisch habe. Kann aber sein, dass natürlich auch wegen der soliden Angel, weil ich zur falschen Tageszeit hier bin. Warte mal, hier war ich auch schon. Da hinten haben wir jetzt gerade. Ich versuche mal. Ne, mach mal hier. Blub. Tudu. Ossa! Naja, haben wir auch schon nur 20 Bahnfragmente. Aber eben, es gibt noch andere Fische, die bringen sogar bis 2000, haben wir bereits erwähnt. Und das sind die so lohnen. So, wir haben natürlich noch viele Gespräche vorhanden, wie zum Beispiel mit Lucina. Was? Ist mir jetzt ein Träger zurück? Ach ja, Fire Emblem Awakening, wie vermisse ich das Spiel, ey. Das war so schön. Ich stelle mir vor allem vor, wie geil es mal wäre, wenn wir Fire Emblem Awakening hier auf der Switch hätten. Oh, ein Traum. Aber ja, ich glaube, vorher wird es mal ein Thema sein, dass wir vielleicht mal die ganzen alten Spiele als Remakes kriegen. In dem Fall jetzt vor allem noch Fire Emblem 4 und 5, die Spiele mit Leaf und Sigurd. Die machen eigentlich am meisten Sinn, da wir ja die Spiele mit Marv und Celica auch schon hatten. Als Remakes. So, Bankgespräche haben wir noch ein paar. Marin und Erika. Wiedergänger. Naja, im Prinzip.
Ja, Wiedergänger sind ja sowas wie Verzerrte, im Prinzip. Nicht genau, sondern vom botanischen Aspekt her gesehen oder vom biologischen besser gesagt, aber ansonsten. 国の維持と発展に武力は必要不可欠だが、それだけに使い方は気をつけなければならない。そうですね。争いは一度始めてしまえばどちらかが力尽きるまで終えることはできませんから。Das ist nicht gut. Haben wir ja bei Final Fates sehr gut gesehen. Danke Corinne, danke den anderen, sehr schön. Es gibt neue Waren, alles drum und dran. Wir haben, wie viel Geld haben wir eigentlich? 1210, das ist nicht viel, ehrlich gesagt sogar sehr, sehr wenig. Weswegen ich auf Boutique-Laden auseinander verzichten würde vorerst. Das schauen wir uns später an. Ich glaube, ich habe doch offscreen auch die Waffen noch ein bisschen was gemacht. Doch, dort haben wir noch ein bisschen die Waffen sortiert. Und ausgerüstet sieht immer soweit ganz vernünftig aus. Also mehr oder weniger. Avocado eben noch mit dem Silberschwert. Naja. Marine und Yunaka ist auch so ein Thema. Ob ich beide weiterhin dabei sein will oder haben will. Kann mich bald mal irgendwie auf eine fokussiere, weil, naja, Yunaka mit Magie ist zwar cool, verstehe mich nicht falsch, aber ja, mit der Axt, das wurde irgendwie nichts mehr. Das ist jetzt eine Orkanaxt und ganz ehrlich, da muss ich vielleicht sagen, haben wir vielleicht mit Boucheron aktuell und Diamant genug Axtträger dabei, dass ich sogar sage, hey, ich switche Yunaka zu einer Wolfsritterin, die auch Schwerter nutzen kann. In Marine und werfe dann vielleicht Marine raus. Über kurz oder lang. Eine Ritter-Escort und so, das ist noch eine Fähigkeit. Ganz, ganz schwierig. Einerseits kann die Yunaka noch so eine Sternkugel vertragen. Vehemenz müsste, glaube ich, ihr eigener Ding sein. Ah, das ist Vehement Blut, okay. Auch so ein Thema, wo ich mir überlegt habe, ob Lyn auf Yunaka, ob das eine gute Idee ist. Weil Yunaka, also die Vehement, Geschwindigkeitsdieb, Entschuldigung, geht darum. Und Geschwindigkeitsdieb, ja, der greift halt nur dann, wenn ich einen Gegner besiege. Das heißt, Yunaka müsste den Kampf im Idealfall initiieren und abschließen. Was zum Beispiel ein Typ wie Boucheron eher macht. Versteht mich nicht falsch, nichts gegen Yunaka momentan. Dass den Kampf initiiert und abschließt und den Gegner killt, ist eher seltener geworden. Bei Boucheron hingegen weniger und dann können ein bisschen mehr Speed durchaus gebrauchen. Yunaka hat eigentlich selbst schon genug Speed. Das ist ein Speed, die nicht unbedingt auch noch braucht. Aber ja, das sind halt so Dinge. Also auch hier, glaube Lyn gibt natürlich auch noch ein bisschen Bonus auf Speed drauf. Kann ich halt bei Boucheron auch sehr gut gebrauchen. Andererseits die Resistenz, die auch cool wäre. Naja, sind so Dinge, die man halt ein bisschen angucken muss. Was wollte ich noch machen? Der Reihenfolge nach, Der Reihenfolge nach. Sonst ist gar nichts mehr. Trainingsplatz. Ja, warum nicht, wa? Gehöft und Gott kann ich mir sparen. Was ich zwar noch machen könnte. Ne, eben, ja, ich habe schon alles eingesammelt. Falsch. Hier. Der Wahrsager geht zu. Okay, Enzyklopädie, die ganzen... Was? War einfach ein Zombie, war. Okay, krass. Okay. Nee, sorry. Hat da irgendwas gesehen? Ja, wir haben viele Gespräche. Ja, schon im Überlegen, ob die zum Teil überspringen soll, aber andererseits, das ist immer so ein Ding, ey. Ich fokussiere mich aber auf das erste Mal, vor allem die Gespräche zwischen mir und den anderen. Ich aber trotzdem natürlich die ganzen Gespräche noch fortführen und so, ist klar. Spaß. 焼けたよ、
様、美味しいお肉だからほっぺた落ちちゃうかもね。ありがとうございます。とても大きいですね。2人でも食べきれるかどうか。違う違う、それ一人分だよ。この量が？これくらい余裕だよ。ペロッといけちゃう。すごいですね、ミスティラは。そうなんだよ。私はすごいの。サルム王国の第一王女だし、身につけてる宝飾品も豪華なものばっかだよ。ミスティラ、大声で身分を明かさない方が。この辺りは治安があまり良くないと聞いていますし。うんうん、最近盗賊の被害が多くなってるんだよね。だからなんとかしないとって思って、こうして自分がお肉になって待ってるってわけ。自分がお肉に？まさかおとりということですか？あっち見て、神竜様。あれって賊じゃないですか。じゃサクッとやっちゃいましょう。私と神竜様なら楽勝だって。へえ、次からは最初に説明してくださいね。Tja, so ist sie eben. Die gute Chimera. Ich überlege gerade mit Alfred. Ich habe 2 weitere und die eigentlich auch schon fast durch. Das hier können wir schenken momentan mit Panetta. Aber eh nicht. Ah, warte mal, wenn ich sowieso schenken kann. Überspringen. Weil wir nutzen Panetta nicht mehr im Team, also spielt es keine Rolle mehr, was sie zu besprechen hatten. Hier eigentlich genauso. Schon klar, ich auch schon seit Ewigkeiten hier drin. Na komm. この前迷子になってる自分をクランがあの時取った薬草が戦の帰りに役立ったんや。持ってた薬草を使ったらすぐに治してあげることができた。そうだったんだ。子供を治せたんはあの日クランが自分のことを見つけてくれたおかげやで。僕は道案内をしただけさ。そんなことないで。話を聞いたら子供あの薬草がなかったらってそうだ。自分を反省してる。万が一医者の立場にある。もっと気をつけなあかん。反省も誰だって失敗と成功を繰り返してってクランが意外や。そうでもないよ。ここには僕より年上の人が多い。クランみたいな人に受け入れそんなクランに負けんよ。 Ach ja, die beiden. Übrigens, also, hab's auch schon bei anderen gesehen, also Shaw, Clan und Fram, die können richtig krass zulangen, wenn sie richtig trainiert. Vor allem Fram, also wenn ihr mal irgendwie das Gefühl habt, braucht jemand, der irgendwie Nahkampf und so ein bisschen was macht. Und zwar mit den anderen, die man so generell bekommt, nicht so zufrieden. Fram macht da, wenn man richtig trainiert, einen sehr guten Job sogar. Alter Schwede. アイビー王女、君とは夜中によく会うね。アルフレッド王子、あなたはもう眠っている時間では？今日はいつもより早く目覚めてしまったんだ。まだ早朝とも呼べない時間なのに。アイビー王女はここで何を？私を？こんな明るいところにいたら余計眠れなくなってしまわないかい？いいの。今はここにいたいの。今晩は風が強い。風の音が獣の吠える声に聞こえたり。いきなり。アイビー王女、一人で寝ていて。失礼なことを。わかるさ。僕も子供の頃、風の音で怖くなって。私は子供ではないわ。そんな時は楽しかったこと。それを母上に教わってからは怯えたまま朝を迎えることはなくなる。そろそろ戻るわ。夜更かしは健康に悪いし。あ、今度はよく眠れるといいね。ありがとう。 Gutes Nächtle, ernsthaft jetzt? Alfred und Diamant, die beiden Prinzen. やあ、ディアマンド王子。アルフレッド王子、今から筋肉の鍛錬か？ああ、君を誘いに来たんだけど、目はちょうど体を動かしたかったところだ。よかった。
何のまだまやるな。ならばこれで。ああ、有意義な時間であった。しかし他国の王子と戦場以外で剣を交えることになるとはな。しかも笑顔で不戦同盟を結んでいるとはいえ、こんな日が来るとは思いもしなかった。だが随分と控えめな言い方だね。悪くないどころか最高だってね。今のような状況になっていなければ、そう考えるとこの戦にも感謝するべきか。ああ、そのか戦が終わった後も残念だけど、そう。なぜならこの戦が終われば。Das hoffen wir doch alle, dass sie alle beste Kumpels werden. So, Freunde, auf die Art und Weise haben wir ganz schnell mal alle durchgekriegt. Zumindest die aktuellen. Dann machen wir weiter. Training. Aber bis jetzt ja immer hier vernachlässigt. Das wird Zeit, das zu ändern. Wegen Punkten. Ja, bitte, ich habe es dringend nötig. Es ist sowieso nicht sehr schlecht darin. Wir versuchen es nochmal.いい感じだ。素晴らしい。頑張れ。いい感じだ。かっこいいよ。頑張れ。いい感じだ。素晴らしい。頑張れ。いい感じだ。Der Beistand hey von Zombie. 頑張れ。良い鍛錬になったのではないかな。Also im Prinzip kann ich gar keine schlechte mehr machen, oder was? Okay, nur 20 Fragmente des Bandes, das ist schon ein bisschen wenig. Da der Würfel auch ein bisschen mehr rausspringen. Wir können mal auf schwer versuchen. Ja. 25, bist du wahnsinnig. Wobei es ein Wähler, 25 Liegestütze ist jetzt eigentlich lächerlich, ganz ehrlich gesagt. Also als schwer. Manchmal frage ich mich, ob man überhaupt dank der Unterstützung von Zombie-Bau noch einen schlechten haben kann hier. Ah, geht. Nein! Ah, Mist. Aber er steht einem oft bei, muss man zugeben. Okay, ja, vielleicht mache ich da noch Offscreen ein bisschen weiter, wer weiß, wer weiß. Dann haben wir das, gehen wir zum Wyvern-Training und dann natürlich zum Brunnen noch. Weil da ist irgendwie was Neues passiert oder so. Wyvern reiten, du. 新しいコー
どれに挑戦する？ Also die Bahnfragmente natürlich. Mit Somi reiten. Ja, was auch sonst. Also Somi. Der Nonplusultra-Somi. Sagen wir, wie es ist. Hä, wieso kann ich nicht richtig bewegen? Hä, weiß, Moment. Irgendwas stimmt ja nicht. Okay, Moment. Ich muss nochmal wiederholen. Irgendwie hat's eingerastet. Was ich gar nicht wollte. どれに挑戦する？いってらっしゃい。 Aber andererseits natürlich das so einrasten kann man da mal. So quasi mit der Bewegungssteuerung das Ganze machst, dann mit dem Cursor. Eventuell eine Option. Hä? Ganz, ganz seltsam. Ich sehe gar nicht, wie ich hier Dinger eigentlich umstellen kann. Ziel zurücksetzen. Hey, kannst du voll mit der Bewegungssteuerung machen? Was ist denn jetzt los? Ja, jetzt geht's wieder. Das geht definitiv besser. Ja, okay. War aber eigentlich irgendwie anders geplant. Egal. Nur für das Fragment des Bandes. Ja, okay. Nimmt man gerne natürlich. Dankeschön. Geschenke machen wir später. So, dann aktivieren wir mal noch den Brunnen. Der Brunnen, der Brunnen. Dämonenwelt. Du kannst die Dämonenwelt über den alten Brunnen betreten. Diese muss jedoch nicht in einem Stück durchspielen, sondern kann zwischen den Kapiteln zur Welt der Hauptstory zurückkehren. Zudem verfügt die Dämonenwelt über einen von Hauptspiel unabhängigen Schwierigkeitsgrad. Ja, das ist ein bisschen so wie damals bei Free Houses mit den Sidequests zu den Silberwölfen. Ist angeblich so ähnlich. So, dann haben wir neue Waren überall, da ist auch so ein Thema. Wir haben einen zentralen Platz, die Arena, etc. etc. Aber erst müssen wir hier hin.
Sowohl um noch Geld zu spenden, falls noch irgendwas geht, aber auch zu einem anderen Zweck. Fayoum, Brodia, Elusia, Solm. Ja, ein paar fehlen noch. Beim ersten Level da fehlt noch relativ viel, bis er dann soweit wäre. Okay, okay. Somniel? Nee, warte mal, wo war das jetzt? Irgendwo. Wo geht denn das? Doch, hier. Ab und zu hat es doch irgendwie so. Ist doch irgendwas aufgeploppt. So von wegen, du hast das und das gemacht oder dies und dies, jenes. Und ich dachte immer, ja, da werden einfach so Achievements fertig. Ist aber nicht ganz so. Wir haben ja viele Dinge schon geschafft und können überall für alles Bandfragmente holen. Alter! Ja, ich hätte früher reingucken sollen, definitiv. Mit Ember und ihr seht ja, wofür es alles hier Dinger gibt, das ist unglaublich. Man sieht auch, wie viele wir bereits haben. Dabei, ich meine, ich spiele eigentlich relativ normal durch und so. Klar, ich gucke, dass ich irgendwie alle Quests so mache. Doch hier setzt 40 Mal ein Schmetterangriff ein und so. Das sind schon Dinge. Einige zumindest, die sind schon heftig. Bei allen sieht man es eigentlich schon über die Hälfte jeweils haben. Moment, was war der erste? Spielt 72 Stunden. Ah, okay. In den Kapitel beenden gibt auch was. Sidequest beenden, etc. etc. Also hier haben wir noch viel zu tun, Freunde. So viel dazu. Tja, wenn wir das natürlich gemacht haben, wo geht es jetzt hin? Genau, zur Arena oder Ringkammer, eins von beidem. Warte mal, jetzt gehe ich zur Arena, okay. Die Ringkammer wäre jetzt vielleicht klüger gewesen, aber egal. Machen wir noch die Standardkämpfe. Maike will ich nachher vor nicht trainieren wegen den Sidequests. Also nicht großartig trainieren, sage ich jetzt mal so. Im Gegensatz dazu Hortensia und Alfred, die können ruhig ein bisschen leveln. Oh, Kampf von der Schwestern, das wird ja nix. Das ist schon irgendwie fies gegen Hortensia. Ja, die große Schwester ist fies. Am Gespräch verfügbar, schon wieder. Ja, Selin hat leider nichts mehr drauf. Aber ich trainiere sie auch nicht mehr. Hortensia will 10. Der war schlecht. Der war sogar sehr schlecht. Oh, 9 Erfolg. Also haben wir neue Punkte abholen. Machen wir Alfred noch. Oh, das könnte spannend werden. Aber kein Gespräch verfügbar. Tja, so kann es gehen. Training mit den Emblemen. Jetzt ist es ja so. Ich glaube, ich selber mit Michael und so noch ein bisschen Training vor mir. Aber ich bräuchte vor allem. Warte mal ganz kurz. Yunaka mit. Mit Tiki noch nicht so viel, war. Genau. Genau, Level 5 wegen der Fähigkeit. Ja gut, wenn Tiki zuschlägt, tut's weh. Okay, machen wir einfach so.
Fähigkeiten erben. Okay, dann hätten wir das mit Yunaka bei Tiki. Natürlich für die Sternkugel. Wenn ich gerne von ihr noch hätte. Dann, kurz überlegen. Eine Fähigkeit, die ich gerne hätte, wäre Kantor von Sigurd. Und zwar am liebsten, ja, das ist etwas, was ich bei Kai gesehen habe. Ich erwähne Kai jetzt schon wieder in dieser Folge. Die Fähigkeit von Sigurd Kantor, die hat er irgendwie bei sich jedem Charakter gegeben und ist natürlich schon cool, wenn du, sobald du dich bewegt hast, nochmal 2 Felder gehen kannst. Das ist schon praktisch, muss man zugeben. Das heißt, eigentlich bräuchte jeder von unseren Charakteren Level 5 mit Sigurd erst einmal. Und nachher können wir dann gucken, wie läuft so. Ja, mit dem Erben halt, mal doof gesagt. Also, aber die Punkte und so überhaupt zu erben, muss er irgendwie noch Dinger dazu packen. Michael mit Sigurd ist Level 5, können wir also sparen. Bin mit Lucina schon voll, das heißt, eigentlich können wir auch mal wieder einen neuen Ding geben, aber egal. Sidal. Natürlich ein Tänzer. Und so schlecht, warte mal, ich habe mit Tiki auch schon Level 14. Uiui. Auch heftig. Bin auch schon auf 5. Da war auch von irgendeine Fähigkeit, ich erinnere mich. Theoretisch könnte ich eigentlich auch mit Lyn bei ihm noch was machen. Der Geschwindigkeitsdieb. Eigentlich eher die Vehemenz. Ich glaube generell so Charaktere, also wenn ich jetzt einmal von neuem anfangen müsste, würde ich eigentlich sagen, jeder unserer Charaktere müsste mit Sigurd, Lyn, den Freehouses Bundle mit halt Edelgard, Claude, Dimitri und Tiki. Ja, die 4 Embleme, ich glaube jetzt Ring oder Armreife, müssen eigentlich eine Kombi schließen. Kombi schließen, sprich halt Level 5 gehen. Mindestens, damit du ihre Fähigkeiten erben kannst. Weil das sind so Fähigkeiten, wo ich sage, doch, die bringen's. Das sind sehr gute Fähigkeiten. Und das heißt natürlich, Sidal braucht auch noch Level 5 mit Sigurd. Was natürlich auch eine Option wäre, wäre hier mit Leaf, zum Beispiel für den Vorteil. Hier fände ich eigentlich die Kombi mit, warte mal, war ein Hector derjenige? Im Angriff ausführen, wenn es die Waffe zulässt. Hector ist eigentlich jemand, den ich jemand wie Louis geben müsste. Weil Louis ist ein Charakter, der hat natürlich immer irgendwie so 80 KP, also 80% mindestens übrig. Wenn der doppeln kann, ist ein langsamer Charakter. Ui. Natürlich auch was für... generell für langsame Charaktere die Tänke sind. Das Alfred wäre auch eine Option. Das ist Sigurd. Sidal. Die Gespräche, also diese Bankgespräche sind natürlich schon ganz nett, aber ich habe trotzdem gesagt, Freunde, dass ich hier offscreen weitermache. Also mit dem hier, dem Limit trainieren. He? Eben das Ziel ist, dass ich mit all unseren Charakteren, die ich jetzt so weiterhin noch verwenden möchte, also eigentlich bis mit Chloe, die unten lassen weg. Also Michael bis mit Chloe, dass er zumindest halt eben gucke, dass halt überall mit Sigurd und wenn es geht auch mit Lyn Level 5 erreicht habe, dann ich halt die Fähigkeiten erben könnte. Dann können wir ganz kurz gucken. Aber ich glaube, an den meisten kann ich gar nichts mehr machen. Von FP halt her. Flinke Riposte. Die natürlich zu erben, aber über 2000 FP, die musst du erstmal haben, Alter.
Und Sigurd, die wird mir selber gerne Kanter geben, muss aber erst 1000 dafür haben. Sigurd ausrüsten wäre auch eine Option. Vorteil ist natürlich generell schon cool. Und eben ich spare ein bisschen die Punkte. FPs Farm, das wäre es eigentlich mal noch, wa? Wenn das irgendwie gehen würde mit FP Farmen, uiui. Wobei, Sidal, hat er nicht sogar die Sternenkugel schon? Ah ne, also mit Tiki ausgerüstet, Entschuldigung, mein Fehler. Deswegen hat er natürlich die Sternenkugel eh schon, das heißt, für ihn wäre also die Kante davon sinnvoll, sag ich jetzt mal. Machen wir auch direkt mal, wa? Und theoretisch auch Vehemenz. Ich meine, die Werte, die er hat, natürlich sehe ich jetzt die hier nicht super. Er hat schon ein bisschen Speed, hä? Also, ist er nicht schlecht dabei. Klar, er kriegt durch Tickets nicht unbedingt mehr Speed dazu, aber trotzdem, wenn er halt da, dass man die andere Fähigkeit auch noch hätte, als die von Lyn, das wäre schon cool. Ups, Entschuldigung. Noch bei Sidal gucken. Also er hat jetzt die Fähigkeit von Sigurd, die ich ja auch wollte. Braucht man noch was für die Fäuste, aber naja. Da spart bei ihm natürlich die Punkte für ein Vehemenz Plus, aber der kostet schon 2000 dann. Ja, Vehemenz so ein Thema, muss man vielleicht nochmal gucken. Natürlich Momente, die bei ihm noch cool wären. Nach Aktion oder Warten der einen werden beim Nachbarn verwirrend um 5 K wiederhergestellt. Mehr K generell braucht nicht, dafür habe ich ein Tiki. Aber es soll eh der Supporter sein. In erster Linie. Wenn ich mit Tiki ja engage, bringt mir die Vehemenz eh nicht viel. Obwohl, doch, bringt es ja schon. Okay, ich mache erstmal noch Momente. Er kriegt eh noch ein paar FP, ist ja kein Problem. So. Machen wir mal ganz kurz, damit wir das auch sehen. Was eigentlich so mein Ziel ist. Ne, nicht Klassen mehr, sind so wahnsinnig, ey. Ich habe Linie für mehr Erfahrungspunkte. Ich glaube, die kann ich langsam sicher mal rausschmeißen. Nein, hallo? Ah. Ja, mit so dieser Tanz plus Momente als Unterstützung. Ich glaube, das kommt schon cool. Wenn ich noch Tiki dabei habe, kriege ich dann mehr Status-Buffs. Das ist auch cool. Donnerfaust plus 2 hat er auch. Er geht ja bis Rang A hoch, war mit den Fäusten. Das ist natürlich auch schön. Jetzt nochmal einen Donnerfaust, aber die kann Michael nicht nehmen, weil es ja, ja, eine Rang A-Waffe ist, leider. Und sonst kann Sidal eh nichts. So tanzen und die Fäuste ballern lassen. Yeah. Egal. Was haben wir sonst noch ganz kurz erwähnt, bevor wir jetzt die Folge beenden? Ringkammer, wollen wir noch etwas erwähnen. Wir haben ja viele Bandfragmente. Theoretisch können die natürlich jetzt auch nutzen, zum Ringen zu schmieden. Das will ich aber tatsächlich erst später machen, Freunde. Also den Hauptteil, sag ich jetzt mal. Die Ringe erstellen. Ich mache jetzt noch ein paar, weil ist natürlich auch so. Ringe schmieden, generell, hey, cooles Thema. Ausrüsten, ja, es gibt ein paar Ringe, die, wenn sie Rang S erreicht haben, wir haben noch gar nicht so viele. Aber es gibt ein paar von denen. Wir haben noch gar keine. Ah doch, warte mal, die anderen sind nicht drauf, okay. Es gibt ein paar Ringe mit Rang S, die neue Fähigkeiten haben. Zum Beispiel Ulven, glaube ich, war das. Aus, ich weiß gar nicht mehr aus welcher Reihe. Der gibt einen Rang S, dass du mit Donner doppeln kannst. Mit Donner doppeln ist schon krass, muss ich zugeben. Ich will mich hier aber eher, da wir sowieso viele Emblemringe haben, aber auch natürlich die Armreife aus den DLCs, will ich eher die den Charakteren geben. Sprich, solange ich jetzt noch in der Hauptstory umher wandere, finde ich bei mir Bandfragmente einsetzen, um Ringe herzustellen, eher ein bisschen verschwendet.
und würde es deswegen eher gerne später machen. Was jetzt auf mal natürlich, damit wir halt von jedem Charakter mal 10 haben. So Optimalfall 10 natürlich. Manchmal sind es auch weniger. Oh, Seth, bereits Rang S, krass. Da hatte ich jetzt aber Glück. Edelgard. Mhm. Weil eben, was natürlich auch passieren kann, ist, dass wir plötzlich zu viele Ringe haben, ne? Also irgendwie auch doppelte Ringe haben und so, und das wäre ein bisschen schade. Und du kannst ja verschmelzen, langsam Rang S haben, aber du kannst nicht irgendwie Rang S Ringe dann verschmelzen, wieder einschmelzen zu Bandfragmenten, geht auch nicht, dass du die zurückbekommst. Oh, Leo S. Okay, was haben wir von denen schon mal ein paar, wa? Kann man so sagen? Komm, mach von Ike noch. Wir haben jetzt ein paar Bahnfragmente, deswegen kann es mal eins jetzt auch mal zum nochmal vorführen. Da machen wir Sigurd und Leaf nochmal ganz schnell. Noch ein paar doppelten Dreifache. Oh, Ingrid hat plötzlich Rang S. Ich habe mich aber wundert, dass abhängig ist, ob du Rang S bekommst, also Rang S Ringe, oder sagen wir generell gute Ringe, bessere Ringe. Bei Lynn zum Beispiel ist alles C und B. Und ich denke, hä? Warum? Wie geht das? Oh, da war auch ein Rang S. Ne, nun Rang A. Ach, was heißt nur? So, überall über... Ah, das ist gut. Das ist gar nicht so schlecht. Verschmelzen wäre eine Option. Bitte polieren. Bitte aber auch wieder Offscreen machen. Und am besten mit den Charakteren, wo ich sage, da wäre cool, wenn es ein bisschen höhere Bandwerte hätte mit diesen jeweiligen Charakteren. Bin so verschmelzen. Ja, ein paar Dinge habe ich ja mittlerweile. Cup-Bedarf 1. Was ist denn Kapsel? Auch noch nie gemacht, wa? War bisher nie richtig nötig, sag's mal so, wie es ist. Blutgang, Schwert des Schöpfers von Byleth. Oh Mann. So, aber egal. Zumindest fürs Erste. Wir wollen ganz kurz an die Ringe nochmal durchgehen, zum Gucken, was haben wir jetzt da für Rang S-Dinger. Ja, sie ist zum Beispiel eine, wir Rang S hätten, aber sie hat keinen Effekt drauf. Jetzt will ich mal gucken, ob wir überhaupt schon einen S-Ring haben mit einem Effekt. Sarah hat auch keinen Effekt, oder tausche ich das jetzt einfach? Der Seedring, ja, aber da auch keinen Effekt drauf. Hä? Aber echt, zwar schon einige S-Ringe, aber allen noch keinen Effekt drauf. Das ist irgendwie schade. Den Liu-Ring hat auch kein S. Wie einfach Camilla fehlt. Krass. Ingrid Rang S. Auch kein Effekt drauf. Krasse Sache. Na egal. Also das war's einmal zu heute für die Folge. Beim nächsten Mal wird, glaube ich, noch ein bisschen die Ringe verschmelzen, die wir jetzt, also hier Ringe verschmelzen, die wir bereits haben. Oh, obwohl. Nee, die sind sehr teuer, Fragmente mäßig. Okay, lassen wir das. Also das erste machen wir später noch, kein Thema.
Ich würde ansonsten sagen, dass wir fast hier schon durch sind. Also vielleicht noch, wenn ich bereits gemacht habe, noch ein bisschen Training mit den Emblemen für ihre Fähigkeiten. Ansonsten würden wir dann mit den nächsten Kämpfen weitermachen, wa? Natürlich hier mit den ganzen Ringen und so, wenn vielleicht das Alfred den Ring von Sigurd nimmt oder so. Was jetzt Louis ausgerüstet hat, aber eigentlich wäre Louis ja dann nachher der Ring von Hector. Und Bushiroad wird, glaube ich, den Ring von Lyn mal geben zum Testen. Wir haben noch Erika und so, also da gibt es noch ein paar Dinge zu tun und zu testen. Auch eben die Frage, ob ich Merin und Yunaka irgendwie wieder mitnehmen soll, nur mich für einen von beiden entscheiden will. Naja, wir werden sehen. Ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Fire Emblem Engage. Ciao zusammen.